Wie versuchten, een leven te vieren, ons wandel zal dat wijzen wat we leefden. Vandaag zit je met Willy Giesbrecht en Oost-Paraguay. Dankzij Onkel Giesbrecht dat we dit hier mee maken dürfen. So, hij woont hier in Oost-Paraguay, is aber am Chaco geboren. Kannst du een beetje van die kindheid vertellen? Ja, hij is in Landskron in Fernhem geboren. Zoon van David en Nete Giesbrecht. Heb daar mijn kindheid erleefd. Ze dort zur Schule gegangen. En Rainer zijn pa wie mijn leraar voor 5 jaar. Dat kan ik nog daarbij zeggen. Dat was een zeer goede leraar voor mij. En zo dat we nog een interessant wat we in de kindheid erleefden. Te die tijd voor onze ouderen eenmaal de maand naar Philadelphia, de gemeente stonden. En aber wir Jungs dürfen thuis blijven. We brukten niet alle met voor hem. So, dan dat we al zijn und checkten we al op een dorp als de ezels niet waar het te dorp komen. En dan gingen we daar heen ram en snijden den was af op een dorp. En dan wordt hij bij de Novers am Kral ingejocht. En dan waren de elders dan eerst was weer het gemeente stonden. Veel dan hadden we zondag bij onze vriend am Kral hadden we gemeente stonden. Ja. Er wordt ezels geschlagen en gereden. En verschiedene. Ik kan me niet denken dat ik mal een ezel aan de duizend zou gehangen, dat weet ik niet. Maar we hebben veel Spaß met de ezels erlebt. Dus dat we willen, ezels, daar hebben we zeer fruit dat houden. Maar die moesten dan die dag even aanhouden. En dat heeft ons als jongens, Nobers jongens met ons mijn breide dat weer wat wonderbaar. En hast du die nog am Chaco betiert? Am Herren gevangen? Ja. Dat had ik al ziemlich jong. We hebben de grote Peters, Johan J. Niefeld, wie een evangelist van Canada, de evangeliseerde Nederland, en wie langs kunnen we ganz dicht bij Nederland. Daar had zum Beispiel, wat ik daar niet vergeten was, dan zegt hij, vertelde een Kenia-Geschichte, en dan zegt Onkel Niefeld, tomorrow wo je Johannes 3,16 uitwendig leren. Aber dann hat Willy noch mehr geleerd. Aber ich konnte den so auswendig und nun kann ich den noch einmal. Das hat nicht vergessen, dass wir mir ein besonderer Oberlothar mit 12, 13 hat mich beziert. Und als ich mit 14 oder Zentralschule da hat wir was Besonderes erlebt. Wir haben Lothar gesagt, dat we zweimal Eier ook zweimal Lothar passiert, dat de schoolverwaltung van de secundaria zich een evangelist van Ascension aanladen deed, bloos voor de centraalschule evangelisation hebben. Ja. Ja. En daar maak ik me frisch op. En met 15 jaar voer ik naar Dorp Alphen, Onkel Schartner. En vroeg hem als ik me toffel laten kon. Ja. Nou ja, zei hij, Willy, daar heeft zich geen andere aangemeld. Aber wie waren dat zondag op die mensen bekend maken, dat er nog meer aanmelden kennen, want die geïnteresseerd zijn. En je weet dat we ook zo, nog een paar weken als die mensen weer, dan melden zich er nog 6 meer aan, zodat als we een staffelleiden met 15 jaar in november, we weer 7. En zo, en ik mocht dan mijn secundaria wieder. En aber als ich mit 18 den Chaco verleid, en wie ich EMB Gemeindeglied en ich zong Chor met, en moest dan van tijd tot tijd op eenmaal dan vroegen, zo wil ik nu waar op je mensen aanleiding maken dan. Ah, ja. Vlot dat in mijn bek te zijn, ja, dat voor de grote verzameling stonen, beden en de Bibel lezen, dat we niet zo'n zaken wat ik iedere dag gedaan had, maar dat ging. Du erwähnst das all, ist eigentlich ein Jugendlicher mit 18 Jahren, zu der Zeit mal weg von Fernheim, weiß nicht, in Ascension, da wird das klar, wohin du wirst, oder woran, erstmal woran wirst du aufheben von da? Ja,
Ich habe also 2 Klassen Zentralschule, 7. und 8. Dann will ich nicht wieder zur Schule gehen, dann will ich irgendwo arbeiten. Und ich bleib 12 Monate Haus. Nur 12 Monate kriege ich die erste Arbeitsstelle. Dort wir auf Versuchsstation. Und dann hier ich noch ein Jahr zur Zentralschule. Und muss dann die 9. Klasse. Und in dem Jahr fuhren meine Eltern Freunde in Asparawai besuchen. Dort wir in Friesland, in Volendam, Tres Palmas, in Sommerfeld. Hier in Sommerfeld wie ein paar Leibes, die wir uit Landskron, wie erst mein paar sind Jugendfreund, al von 5, und hier top am Dorf in Landskron. Und dann sagt der Mann, wenn die jung Leiber wird in Sommerfeld arbeiten, schaut dir mal her, hier kann man gute Arbeit übernehmen. Ja? Und bei der anderen Seite in Haus kommen, sind ein paar Welbeleiber pflegen, in eine Zeit, und das war ich dann da, hat schon gereint, Pfarrer gereint, wir pflegen mit Pferden, sagte ich nicht. Aber noch ein paar Wochen kriege ich einen Brief von Onkel Leiber von Sommerfeld, und der schreibt, Willi, du kriegst hier eine Arbeit wie eine Tankstelle, du kriegst so und so viele Stunden, und kommt Fuß. Den 4. Dezember vom Tschakowai vor wie bald Weihnachten, was dann wie mein Horizont bei Salazar wieder, ich nicht, ich wusste nicht, was Ascension wäre, ich wusste nicht, was Puerto Casado wäre, ich wusste nicht, was Mariscala Segarivia wäre, da wäre ich noch nicht gewesen. In Niederland, Fernheimen, vor Darpan Menno, dort wir mein, so wie trägt das mit 18 Jahren. Aber dann wollte ich den Bus nehmen und nur Ascension fahren, ja, aber dann hatte ich den verschlossen. Oh. Als ich zum Onkel Peter Bald ging, der wird der Agentie dann, sagte, Willi, du hast wohl ohne Gast tun, als der Bus da vielleicht so Gast für einen Bluse hat. Ja. Dann bin ich wieder nicht gewesen. Ne? Das war ich. Da geht in der Kooperative frug, kommt da nicht ein Flugzeug von da? Ja. Der Tam kommt, ist da noch eine Zeit frei? Ja. So, ich kaufte ein Ballett. Vlogen naar Ascension, de Militärbus führt uns dann beim Heim. Und ich hatte das Heimtschämel gesehen, wie alles nie. Und ich ging dann hin und die Sekretärin fragte, kann man hier einen Bus gerieten, dann kann ich was zufahren. Jo. Und dann ging ich noch nachher, nach der Toilette. Als ich zurückkomme, sagt die Sekretärin, die Bus läuft alle gehst du die. Und als ich dann Kampanoi ausstehe, kommt dazu, ergab sich dazu, dass ein von unseren Leibes, Mädchen, was ich top in der Schule gewesen wäre, die schafft da ein Geschäft, und die führt mich dann noch ein Haus, ein Leibes. Und von nächsten zum Morgen an, wie ich auf meine Arbeit. Dort wie ich wieder für 3 Jahre der Tankwart. Und habe mich versucht, an der Sommerfeld zu wohnen. Ja. Und hier fängst du dann auch deine Freundin? Und mittlerweile hatte ich hier eine Freundin in Sommerfeld, aber nur eine Zeit sagte ich will nicht Sommerfelder werden. Das ist die Rede, wenn wir uns befreien, dass wir dann Trinum Tschakadene. Ja, wo du hin willst, gehe ich auch hin. Das wir sonst der Route sehen, der Schwimmutter, ja. Und ja, aber irgendwann komme ich. Wie ich am Schako gewesen, dann komme ich rein und dann sehe ich zu meiner Freundin, ich sehe nur 3 vom Schako. Na was? Na, ich glaube nicht mehr, dass ich 3 vom Schako war. Und dann hätte ich bewusst die Arbeitsstelle wechseln, nicht wenn die Arbeitsstelle nicht gut wäre, sondern ich will weg von Sommerfeld. Ja. Dann kündigte ich da und fange in Tres Palmas an zu arbeiten, bei der großen Impressa, bei John Jansen, wir da am Büro. Und nur ein Jahr befreit wir uns, tragen wir das Ehepaar an und wohnen in Tres Palmas. Ja. Aber dort hält man ein Jahr fair. Und dann, der hat mir gewesen, der Boss, sei Willi, du hast die Chance von der Tankstelle. Ja. Hast du da 3 Jahre gearbeitet, wir wandern nach Kanada, wir wollen die 3 Tankstellen, die wir haben, holen. Und du kannst eine von denen übernehmen, du kannst die pachten. So dann seit nu, wo wir dort die Arbeit kündigen, und die Trainer Sommerfeld, und haben dann mit der Tankstelle meist 3 Jahre gearbeitet. Und alles, was wir durch generieren, an dem Geschäft, dass ich alle Tüß nennen und Feiert machen,
Tieningsmarke, irgendwo hat ich mir das von Tüs genommen. Ich habe Tüs einmal mussten malchen, aber ein Malfarmer wurde ich einmal geworden, weil das hat Jens Paar an mir getan, ja. Ich habe von kleinen Jungen an mir gemalt. Aber das gab sich anders. Wir fangen Fuß an, als wir ein Jahr befreit werden, dann hatten wir al 50 und als wir das erste, als nur 2 Jahre unsere erste Tochter geboren war, da hatten wir al 7. Kommst du vielleicht gerade einmal zurück? Kannst du hier die nennen Typen an der Sommerfeld'sche Kolonie? Jo, dort wir folgendermaßen, wenn ich mich in Sommerfeld befreien will, musste ich ein Gemeindeglied von der Gemeinde sein. So, ich sehe zu dem Gemeindeleiter, ich habe einen Taufschein, ich wie ein Fernsehen getauft, ich habe den bei mir. Und als das nicht teuert, nee, sagt er, wir dürfen bloß so ein paar Trüge, wenn die taub hier in dieser Gemeinde sind. So, sie nahmen mich so nach Vermehrung in die Gemeinde ab, in die Church, und am Mittag wird wie getrüht, ja. Du kannst dann noch bei irgendwann hier dann auch Lohn schreiben? Meine Frau hat, wie sie eine Mutter hat, was eine Witwe wir, hat sie 33 Hektar geerbt, das wir hier lachen, das wir Erbgut. Okay. Und als wir dann von Tres Palmas noch ein Jahr befreit treten, musste ich mich präsentieren beim Predigerrat. Und dann fragte der Älteste mich, war das derselbe Onkel Friese, als ich will halt, naja, wir wollen einen Antrag stellen, wie wir hier Gemeindeglied, aber ein Jahr bitte gewesen, als wir hier können nu voll mitreichen. Sagt er, fragt er mich, was du halb Gemeindebücher? Ja, das will ich. Und dann sagt er, das bist du hier willkommen an unsere Gemeinde, an unsere Kolonie. Ja. Und ich kann mich auch Fuß am Anfang mit Landscheiben, wo wir uns Haus dann abbilden und unsere Wirtschaft fangen und Entrechte, die wir von da nach einmal haben, die uns sehen, von da verwollt. Und wir sind nicht dabei, dass wir an die Fettscheiben, aber dass wir nu einmal unsere Malfarm. Und viele von unseren Freunden sind da gewesen, die haben die gesehen, aber irgendwann haben wir uns das klar, wir wollen noch was anderes in unserem Leben als bloß was 70 Jahre Malfarmer sein. Wie viele Kinder hast du dann? Ja, wir haben 9 Kinder, 2 Mädchen und 7 Jungs, 7 Schwerdachter und 2 Schwersehens. Und wir sind immer wieder froh, wenn die Familie in Haus kommt. Dann, die hat dann sehr geschafft mit der Malzwirtschaft und wahrscheinlich Goldwirtschaft, die Wirtschaft mit der. Was wäre dein Wunsch, an die Gemeinde mitzuarbeiten oder da wo du deine kannst, mit der Go, was du hast? Das wäre für uns immer weiter und dann wird für uns auch eine Herausforderung, als wir treten. Ich habe das vorher erwähnt, dass ich mich endlich vernommen, ich würde nicht in Sommerfelder werden, und nur die Tag. Aber wir uns bewusst, wir wollen, da wo wir mitreichen können, wollen wir brauchten nicht alles mitmachen, wo wir nicht mit einverstanden wären. Und ich habe das mir einmal gesagt, wir haben die ersten Jahre auch hier in Strom geschwommen und das wir nicht unbedingt immer leicht. Aber wir versuchten, ein Leben zu führen, uns Wandel soll das wiesen, was wir leben. Und unsere Kinder hat das vorhin gesagt, ein paar Jahre uns überlegt, wir mussten tätig abmalchen, und dann duschen, und dann zur Schule, und dann Klock 4 Uhr Mittag war ein Malstall. Immer malchen. Wenn die erst mit der Sekundaria hier bei uns durch wäre, wenn die ums Hemd können, dann wäre das sehr froh, dann brauchten sie nicht mehr malchen. Ja? Wäre sie dort mehr los. Ja, ich kann mir das gerade feststellen. Also, du hast dann bestimmt auch eine finanzielle Sache mitgeholfen, auf verschiedenste Städte. Und die liegt dort von durch und Tag noch einmal und hört. Ich habe, glaube ich, irgendwo so aus einer Familiengruppe, oder wo würde man das sagen, wo die jungen Kinder selbst, was Missionare sind in der Städte. Kannst du ein bisschen davon erzählen? Das nennt die Familie Mission. Und da sind wir als Familie mit beteiligt. Was von unseren Kindern sagen,
wir tragen mit, wir tun auch für unsere Missionare. Wir haben ein Sehen in Bolivien, ich hoffe, da mache ein plottisches Lied. Und der andere ist in San Lorenzo, das Pastoren, Kapazitare, die wiederbilden, dass die in ihre lokale Gemeinde wird arbeiten und die kriegen von uns Unterstützung, wenn es ich sage, Gott hat uns so redlich gesehen und wir lassen den sehen, der Schule. Dass es, wenn es waren, wie das alles in einen Sein anschälen lassen, dann fängt er sehr unterstützen. Das ist mein Prinzip dabei. Wenn wir sehen, kriegen, den müssen wir wiedergeben. Und das habe ich redlich erfahren und da wird immer, da kommt von wo immer frisch nennen. Ja. Hast du vielleicht was extra, eine Gebetserhörung oder was extra erlebt in deinem Leben, was du vertellen kannst? Was uns eine große Gebetserhörung wir, als wir eine Kolonie, also eine Gemeindespaltung kauf und dass es hier eine neue Schule gab, wo wir all viel mal von geträumt haben, dass wir für uns eine Gebetserhörung, dass unsere Kinder eine Schule können besitzen und auch dann Wiederbildung können aus, je nachdem aus Theologie oder aus Feierdoktor oder was immer das wir, aus Musik, sie können wieder eine Schule, eine Universität nennen, um wieder zu studieren. Du hast 35 Jahre Malche, du hast nu 10 Jahre wat op een mission zijn. Wat würdest du gerne an de Tautschaftjahrs mitgeben? Ja, dat is junge Menschen, die uns kennen, unsere Freunde sind, die sagen, wir möchten hier mal bei dort sein, wo jeder sind, Jesus. Bloß vom gereidenen Leben, ja. Und naja, ich sage, dort muss man aber erst noch was tun, ja. Das ist bei uns nicht von selbst gekommen, das kann ich uns vorstellen, wenn man ein Kind hat, in der alle der Schule schickt. Aber wir sind so dankbar dafür, dass wir vertrauen können und nicht braucht Angst haben, das wird nicht traurig. Wir haben Jahre gehabt, wo das nicht so gut war, wirtschaftlich, wo das knapp ging. Aber von da würde ich sagen, sind wir dankbar, dass wir da sind, wo wir von da sind, wo wir sind. Und wir checken noch einmal eine Fähre. Gott hat uns noch so viel, so die Gesundheit gegeben, dass wir Menschen können beraten. Es ist nu eine Ehe, es ist wirtschaftlich, es ist junge Paare, die eine Ehe nicht gehen wollen. Ich habe sehr oft Besuch, die fragen, wo geht man dort, wenn man eine Maltwirtschaft anfangen will, wo fängt man an? Und ich habe vorhin auch Kunden, die dann kommen und sagen, Onkel Giesbrecht, wo die nicht wel unterschrieben als Garante bei der Bank. Und dann sage ich, dort ist so nach ihrer Telefon. Und dann sage ich, kommt zum Terrain. Und wenn sie mir das dann fehlgeleitet haben, dann, wenn wir das gibt so eine, dann sehe ich Garante verdienen, das gibt auch so eine, die vor ein Haus sagen, wie wollen all gut Geld liegen. Wenn sie haben das deutlich gemacht, für das Projekt, was sie Geld liegen wollen, dort wird der Garante wahrscheinlich mal betonen. Ja? Und dann wie bitte, dann sehen sie da, weil wir das nicht, wie wollen das selbst betonen. Und dort wurde ich, was mir wichtig ist, die Familie. Besonders kann ich meine Frau Trudi dort Kredit geben. Die will immer haben, die Kinder kommen nach Haus, wollen vieren. Also unsere älteste Tochter noch am Center fuhr, dann kommt die Freitag nach Haus, dann kommen die anderen alle nach Haus, dann muss sie Begrüßung haben. Und danach musste treten ins Center, dann musste war Aufstieg geführt, so da kauft zweimal fast an einen Weg nehmen, ja. Und das ist bei uns von da nach ähnlich so, ja. Nicht mehr so viel, wie wir haben, die sind alle befreit, wir haben eine ganze Regelchen, ja. Und wenn die kommen dann nicht zweimal den Weg nach alle Haus. Aber die kommen viel in Haus und die kommen hier in Haus. Und wir nehmen den Tieren ab. Gut, danke schön, dass wir das hier machen dürfen.
In Äthiopien darf es auch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.